Als Roger Federer in ihrem Abschnitt Platz nahm, hat sie keine Ahnung, dass sich ihre Welt gleich auf den Kopf stellen würde. Lena richtete ihre Schürze und warf einen Blick auf die Uhr über dem Tresen des kleinen Restaurants. Es war kurz vor 19 Uhr. Die Zeit, zu der der abendliche Ansturm normalerweise nachließ und ein ruhigeres Tempo den Feierabend einleitet. Für die meisten war das kleine Lokal an der Ausfahrt der Autobahn nur ein kurzer Raststätte. Ein Ort, um schnell etwas zu essen, bevor die Reise weiterging. Für Lena war es ihre Lebensader. Mit 28 Jahren jongliert sie lange Schichten hier. Mit der Erziehung ihres 6-jährigen Sohnes Noah. Jeder Franken Trinkgeld und jeder Lohn ging in die bescheidene Wohnung. Und stetig wachsende Liste an Schulmaterialien für Noah. Sie bewegt sich elegant von Tisch zu Tisch. Ihr warmes Lächeln. Ein Schutzschild gegen die Erschöpfung an ihr nagte. Die Stammgäste kannten ihre Geschichte, zumindest Teile davon. Manche schoben ihr einen extra Franken zu, wenn sie konnten. Doch Lena bat nie um Mitleid. Sie hat früh gelernt, dass die Welt nicht gerecht ist. Und ihre einzige Wahl war, weiterzumachen. Die Glocke über der Tür läutet. Lena hob den Blick. In Erwartung eines weiteren müden Reisenden. Stattdessen trat ein Marei. Mit einer stillen Selbstsicherheit. Die Luft im Raum schwerer wirken ließ. Er trug ein schlichtes Hemd und Jeans. Sein wettergerbtes Gesicht halb verborgen unter einer Kappe. Es dauerte einen Moment, doch als er sie ansah, wusste sie sofort, wer er war. Roger Federer, der Roger Federer. Ihr stockte der Atem. Sie war nicht der Typ, der Prominente anhimmelte. Dafür fehlte ihr Zeit und Energie. Doch das hier war anders, Roger Federer war eine Ikone. Jemand, über den ihr verstorbener Vater oft sprach. Während sie zusammen seine Spiele im Fernsehen sahen. Für einen kurzen Augenblick flackerten Erinnerungen an diese Zeit in ihrem Kopf. Doch sie hat keine Zeit darin zu verweilen. Roger setzt sich in eine Ecknische. Und Lena wusste, dass sie an der Reihe war, ihn zu bedienen. Doch das war nicht einfach ein weiterer Gast. Etwas an seiner ruhigen Präsenz ließ ihren Puls schneller schlagen. Lena griff nach ihrem Notizblock und Stift, atmete tief durch und ging zur Nische. Als sie näher kam, fielen ihr die kleinen Details auf. Seine Hände leicht verwittert, aber ruhig. Auf dem Tisch ruhend. Die durchdringenden Augen unter der Kappe. Alles zu sehen schienen, ohne viel preiszugeben. Er blickte auf, als sie neben ihm stehen blieb. Sein Ausdruck ruhig, fast unergründlich. Guten Abend, begann sie. Ihre Stimme fester, als sie erwartet hat. Was darf ich für dich aufnehmen? Er warf einen kurzen Blick auf die Karte, bevor er sie beiseite legte. Nur einen Kaffee und ein Rösti. Mit einem Ei ohne Zwiebeln. Einfach genug, Lena notierte es. Doch sie konnte das leichte Zittern ihrer Hand nicht ignorieren. Als sie sich umdrehte, hielt Rogers Stimme sie zurück. Viel los heute Abend. Überrascht wandte sie sich ihm wieder zu. Die meisten Gäste machten keinen Smalltalk. Ausser den Stammgästen. Nicht so schlimm, antwortet sie. Mit einem schwachen Lächeln hält mich auf Trab. Er nickt, sein Ausdruck wurde eine Spur weicher. Du hast ein gutes Tempo.
Nicht einfach in so einem Laden mitzuhalten. Sie blinzelte unsicher, wie sie reagieren sollte. Lobte er sie etwa Roger Federer? Ein Mann, den sie nur aus dem Fernsehen kannte. Bemerkte ihre Arbeitsweise. Sie brachte ein höfliches Lächeln zustande, bevor sie zum Tresen zurückkehrte, um seine Bestellung aufzugeben. Doch ihr Kopf war voller Fragen. Warum war er hier in dem kleinen Restaurant an der Autobahn? Er könnte sich die schicksten Lokale in Zürich leisten. Und doch saß er hier, trank Wasser aus einem abgeplatzten Glas. Und wartet auf die Rösti wie jeder andere Reisende. Als die Bestellung fertig war, trug Lena den Teller und den Kaffee zu seinem Tisch. Sie stellte beides vorsichtig ab und fing einen kurzen, dankbaren Blick von ihm auf. »Danke«, sagte er schlicht. »Gern geschehen«, antwortete sie und versuchte entspannt zu klingen. Doch sie konnte nicht leugnen, dass der Moment, die alltägliche Begegnung, irgendwie anders war. Während sie andere Tische bediente, bemerkt sie, dass er es nicht eilig hat, zu essen. Er saß da fast nachdenklich, nippt gelegentlich an seinem Kaffee. Doch warum hat sie das Gefühl, dass er nicht nur zum Essen hier war? Etwas an seiner Präsenz blieb in ihrem Hinterkopf hängen. Und sie konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass der Abend alles andere als gewöhnlich war. Lena hielt sich beschäftigt, füllte die Kaffeetassen an, wischte die Tische ab und nahm neue Bestellungen auf. Doch sie konnte nicht anders, als ab und zu Rogers Nische zu schielen. Er aß langsam, fast bedächtig, als hätte er alle Zeit der Welt. Manchmal trafen sich ihre Blicke und er nickte ihr höflich zu. Eine stille Anerkennung, die ihren Magen flattern ließ. Nachdem er sein Essen beendet hat, winkte Roger ihr leicht mit der Hand zu. Lena wischt sich die Hände an der Schürze ab und ging hinüber, bemüht, ihre Miene gelassen zu halten. »Alles in Ordnung?«, fragt sie. Ihre Stimme ruhig. »Perfekt«, sagte er mit einem kleinen Lächeln. »Es waren es der besten Rösti, die ich seit langem hat.« Sie lachte leise. Das Kompliment überraschte sie. »Nun, ich werde es ihm sagen. Der wird sich freuen, das zu hören.« Ein Moment lang sagte Roger nichts. Er sah sie einfach an und in der kurzen Stille fühlte es sich an, als würde er sie mustern. Nicht wertend, sondern mit der Neugier sie bloßgestellt. Und doch seltsam gesehen fühlen ließ. »Du hast eine gute Ausstrahlung«, sagte er schließlich. »Du erinnerst mich an jemanden, den ich vor langer Zeit kannte.« Lena blinzelte unsicher, wie sie darauf reagieren sollte. War das ein Kompliment, eine Erinnerung? Sie konnte es nicht sagen. »Danke«, brachte sie hervor. Ihre Wangen wurden warm. »Ich versuche einfach, den Tag zu überstehen wie alle anderen.« Er nickt, seine Augen funkelten mit etwas, das sie nicht einordnen konnte. Das ist der Trick, nicht wahr? Einfach durchhalten. Bevor sie antworten konnte, griff er in seine Tasche und zog ein paar Scheine heraus. Er legte sie auf den Tisch, zusammen mit einem gefalteten Zettel. »Behalt den Rest«, sagte er, »und steh auf. Lies das, wenn du einen Moment hast.« Lena starrte auf den Zettel, ihr Herz pochte. »Danke«, sagt sie leise, unsicher, ob er sie überhaupt hörte.
als er zur Tür ging. Klingelte die Glocke darüber, als er hinausging. Und einfach so war er weg. Ein Augenblick lang stand sie wie erstarrt bei der Nische und blickt auf den Zettel, als könnte er ihre Finger verbrennen. Was konnte er wohl geschrieben haben? Und warum schien es ihm so wichtig, dass sie es las? Doch die Fragen mussten warten. Es gab noch Tische zu bedienen. Und Lena war nicht der Typ, der seine Pflichten vernachlässigt. Selbst wenn ihr Kopf vor Aufregung raschte. Als Lena Rogers Nische aufräumte, war das Restaurant ruhiger geworden. Die letzten Gäste des Abends nippten an ihrem Kaffee oder unterhielten sich leise. Und das Summen der Musikbox füllte den Raum. Sie hob den gefalteten Zettel mit zitternden Fingern auf und steckte ihn in ihre Schürzentasche, während sie den Tisch fertig reinigt. Sie wusste nicht, warum sie so nervös war. Es war doch nur ein Zettel, oder? Nach Schichtende schlüpfte Lena in den Pausenraum, um ihre Sachen zu holen. Ihre Neugier überwältigt sie schließlich. Und sie zog das Papier hervor. Vorsichtig faltet sie es auseinander. Ihre Augen überflogen die ersten Zeilen. Und ihr stockte der Atem. Liebe Lena, ich kenne dich nicht wirklich. Doch in der kurzen Zeit, die ich hier war, habe ich etwas Seltenes gesehen, wahre Stärke. Zu beobachten, wie du diesen Ort mit Anmut führst. Selbst unter Druck. Erinnert mich daran, wie viel Kraft in den alltäglichen Helden der Welt steckt. Du erinnerst mich an jemanden, der mir sehr wichtig war. Jemand, der mir den Wert von harter Arbeit und Freundlichkeit zeigt. Ich kenne deine Geschichte nicht. Doch ich sehe in deinen Augen, dass du mehr als deinen Anteil an Lasten getragen hast. Deshalb möchte ich etwas tun. Ohne Hintergedanken. Lenas Handy begann zu zittern, als sie weiterlas. Ich hinterlasse dir eine kleine Geste, die du nutzen kannst. Wie du willst, sei es für dein Kind. Deine Zukunft oder einfach einen Moment der Ruhe. Ich hoffe, es bringt etwas Frieden. Menschen wie du verdienen es, gesehen zu werden. Und ich sehe dich. In dem Zettel war ein Scheck gefaltet. Lenas Herz setzte fast aus, als sie den Betrag sah. 10.000 Franken. Ihre Knie wurden weich. Und sie setzt sich schwer auf die Bank im Pausenraum. Tränen liefen ihr übers Gesicht. Es war nicht nur das Geld, obwohl es allein schon lebensverändernd war. Es waren die Worte, die Anerkennung. Das Gefühl, dass jemand so erfolgreich und legendär wie Roger Federer sich Zeit genommen hat, sie zu bemerken, sich zu kümmern. Für jemanden, der sich oft unsichtbar fühlte, war das überwältigend. Doch selbst während sie versucht, das alles zu begreifen, blieb eine Frage. Warum sie? Und was würde sie mit dem unerwarteten Geschenk tun? Lena saß im Pausenraum, es fühlt sich an wie Stunden. Ihr Kopf war ein Wirbel aus Gefühlen. Der Scheck in ihren Händen wirkte unwirklich. Wie aus einem Traum. Sie dachte an die Rechnungen, die sich auf ihrem Küchentisch stapelten. Die abgenutzten Turnschuhe, die Noah seit Monaten trug. Und den undichten Wasserhahn in ihrer kleinen Wohnung, den sie sich nicht leisten konnte zu reparieren. Das Geld könnte so vieles ändern. Doch über die finanzielle Erleichterung hinaus halten Rogers Worte in ihrem Kopf nach.
Du erinnerst mich an jemanden, der mir sehr wichtig war. Wer war die Person und was hat Roger Federer ausgerechnet in ihr gesehen? Es war nicht nur das Geld oder der Zettel. Es war die Art, wie er sie angesehen hat. Mit einer Art Respekt und Anerkennung, die sie seit Jahren nicht mehr gespürt hat. Lena wischt sich die Tränen ab und atmete tief durch. Sie wusste, dass sie das nicht für sich behalten konnte. Also rief sie ihre beste Freundin Anna an, die ihr in unzähligen schweren Zeiten beigestanden hat. Innerhalb von Minuten war Anna im Restaurant. Saß Lena gegenüber in einer der leeren Nische. Warte, 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 sagt Anna. Und hob das Handy, als Lena ihren Zettel reichte. Du sagst mir, Roger Federer hätte das hinterlassen. Lena nickt, ihre Augen noch verquollen vom Weinen. Ich weiss nicht mal warum, ich habe nichts Besonderes getan. Anna las den Zettel schweigend. Ihre Augen wurden mit jedem Wort grösser. Als sie den Scheck sah, ließ sie einen leisen Pfiff hören. Mädchen, das ist verrückt. Weisst du, was das für dich und Noah bedeuten könnte? Ich weiss, sagte Lena. Ihre Stimme kaum mehr als ein Flüstern. Aber es fühlt sich nicht echt an. Warum sollte jemand wie sich um jemanden wie mich kümmern? Anna griff über den Tisch und nahm Lenas Handy. Weil er dich gesehen hat, Lena. Er hat gesehen, was ich schon immer sehe. Du arbeitest härter als jeder, den ich kenne. Und du lässt dich vom Leben nicht unterkriegen. Menschen bemerken diese Art von Stärke. Lena starrte auf den Scheck. Ihr Herz schwer vor Dankbarkeit. Aber auch vor Zweifel. Was, wenn ich das nicht verdiene? Was, wenn das ein Irrtum ist? Das ist kein Irrtum, sagt Anna entschieden. Du verdienst es, die Frage ist, was wirst du damit machen? Aber zwar die Frage nicht wahr. Und so sehr Lena auch feiern wollte. Sie konnte das Gewicht des unerwarteten Geschenks nicht ignorieren. Oder die Verantwortung, die damit einherging. In der Nacht saß Lena am Küchentisch. Lange nachdem Noah ins Bett gegangen war. Der Zettel und der Scheck lagen vor ihr ausgebreitet. Die kleine Wohnung war still. Ausser dem gelegentlichen Knarren der alten Rohre. Und das schwache Licht über dem Tisch flackerte leicht. Ihre Gedanken rasten in 1000 Richtungen. Das Geld könnte die überfällige Miete zahlen. Das unzuverlässige Auto ersetzen, auf das sie angewiesen war. Und Noah Möglichkeiten geben, von denen sie bisher nur träumen konnte. Doch so aufregend die Möglichkeiten auch waren. Sie machten ihr auch Angst. Sie nahm den Zettel wieder auf. Las Rogers Worte zum 10. Mal. Ich hoffe, es bringt etwas Frieden. Menschen wie du verdienen es, gesehen zu werden. Und ich sehe dich. Die Worte trafen sie tiefer, als sie erwartet hat. Wie viele Jahre hat sie versucht, über Wasser zu bleiben? Doppelschichten gearbeitet. Mahlzeiten ausgelassen, damit Noah genug hat. Sie hat sich so oft an den Rand der Erschöpfung getrieben, dass sie den Überblick verloren hat. Und durch all das hat sie sich unsichtbar gefühlt. Als ob es der Welt egal wäre, ob sie es schafft oder nicht. Aber Roger Federer hat sie gesehen. Er hat ihren Kampf gesehen, ihre Entschlossenheit, ihre Stärke. Und in dem Moment erkannte sie, dass es nicht nur um das Geld ging. Es ging darum, zu glauben.
dass sie etwas Besseres wert war. Lena dachte an ihren Vater, der immer ihr grösster Unterstützer gewesen war. Bevor er starb, hat er oft gesagt: Lass dich nicht vom Leben unterkriegen, Kleine. Du hast es Feuer in dir. Zum ersten Mal seit Jahren spürt sie das Feuer wieder flackern. Sie zog einen Notizblock hervor und begann, Ideen zu kritzeln. Dinge, die sie mit dem Geld tun könnte, die nachhaltige Veränderungen schaffen würden. Vielleicht könnte sie endlich einen Kurs in Buchhaltung belegen. Ein Beruf, von dem sie immer geträumt hat, aber nie Zeit oder Mittel dafür hat. Vielleicht könnte sie einen kleinen Fonds für Noahs Ausbildung anlegen, ihm eine Chance auf eine bessere Zukunft geben. Doch ein Gedanke kam immer wieder lauter zurück. Es weiterzugeben. Rogers Geste hat ihr Leben verändert. Und sie konnte die Idee nicht ignorieren, dasselbe für jemand anderen zu tun. Dennoch bleibt Unsicherheit. Der Weg vor ihr fühlt sich überwältigend an. Aber zum ersten Mal seit langem erlaubt sich Lena zu hoffen. Morgenlicht strömte durchs Fenster. Als Lena in der Küche stand, einen Kaffee schlürfte und Noah dabei zusah, wie er mit seinen Actionfiguren auf dem abgenutzten Teppich spielte. Der Scheck und der Zettel lagen noch auf dem Tisch, nun ordentlich gefaltet. Nach einer schlaflosen Nacht voller Gedanken hat sie eine Entscheidung getroffen. Sie rief zuerst Anna an, die sofort anbot, Noah für den Nachmittag zu hüten. Lena erklärte, dass sie etwas Zeit brauchte, um Dinge zu klären. Und Anna stellte keine Fragen. Sie sagte nur: Theo, was du tun musst, Mädchen. Ich bin für dich da. Mit Noah glücklich bei Anna untergebracht. Fuhr Lena zur Bank, der Scheck fühlt sich schwer in ihrer Tasche an. Seine Anwesenheit fast zu surreal, um es zu glauben. Die Bankangestellte, eine junge Frau mit einem strahlenden Lächeln, hob eine Augenbraue, als sie den Betrag sah. Das ist ganz schön eine Einzahlung, sagt sie. Ihr Ton höflich, aber neugierig. Lena nickt und schenkte ihr ein kleines Lächeln. Es ist Geschenk. Die Angestellte fragte nicht weiter. Und Lena spürt eine kleine Welle der Erleichterung. Als der Scheck eingelöst wurde, empfand sie ein seltsames Gemisch aus Gefühlen. Erleichterung, Aufregung und ein fast erdrückendes Verantwortungsgefühl. Das Geld war nicht nur für sie. Es war eine Chance, ihre Geschichte neu zu schreiben und Noah ein besseres Leben zu ermöglichen. Nachdem sie die Bank verlassen hat, macht sich Lena auf den Weg zu einem lokalen Bildungszentrum. Seit Jahren war sie an dessen Campus vorbeigegangen und hat sich gefragt, wie es wohl wäre, wieder in einem Klassenzimmer zu sitzen, zu lernen, zu wachsen. Sie trat ein. Ihre Hände zitterten, als sie sich dem Anmeldeschalter näherte. Eine freundliche Frau begrüßte sie und fragte, wie sie helfen könne. Ich möchte mich einschreiben, sagte Lena, ihre Stimme fest, trotz des nervösen Flatters in ihrer Brust. In Buchhaltung. Die Frau lächelte herzlich. Du bist hier genau richtig. Lass uns loslegen. Während Lena die Formulare ausfüllt, spürt sie eine Entschlossenheit, die sie seit Jahren nicht gekannt hat. Das ging nicht mehr nur um sie. Es ging darum, Noah zu zeigen,
dass es nie zu spät ist, seinen Träumen nachzujagen. Egal wie unmöglich sie erscheinen mögen. Doch als Lena das Anmeldebüro verließ, kam ihr ein neuer Gedanke. Was, wenn das erste Anfang war? Was, wenn Rogers Geste nicht nur ein Geschenk war, sondern ein Funke, um eine viel grössere Flamme zu entzünden? Wochen wurden zu Monaten. Und die Veränderungen in Lenas Leben waren nicht weniger als tiefgreifend. Sie balancierte ihre Schichten im Restaurant, mit Abendkursen im Bildungszentrum. Und obwohl es nicht leicht war, lag eine neue Entschlossenheit in ihrem Schritt. Noah bemerkte es auch. Er erzählte seinen Freunden stolz: Meine Mama geht zur Schule. Lena konnte nicht anders, als jedes Mal zu lächeln, wenn sie es hörte. Doch es war nicht nur ihr eigenes Leben, das Lena verändern wollte. Inspiriert von Rogers Geste begann sie, einen Teil des Geldes für einen kleinen Fonds beiseite zu legen, um anderen in ihrer Gemeinde zu helfen. Ob es eine alleinerziehende Mutter war, die Lebensmittel brauchte, oder ein Schüler, der sich Schulbücher nicht leisten konnte. Lena trat leise ein und gab zurück. Auf eine Weise, die Rogers Zettel sie ermutigt hat. Eines Abends, als Lena am Küchentisch ihr Buchhaltungsbuch durchblätterte, zupfte Noah an ihrem Ärmel. »Mama?« fragte er, seine grossen braunen Augen neugierig. »Glaubst du, der Mann kommt je wieder ins Restaurant?« Lena hielt inne, der Gedanke traf sie unerwartet. Würde Roger Federer je zurückkehren? Sie wusste es nicht, aber sein Einfluss auf ihr Leben war etwas, das sie für immer tragen würde. Vielleicht, sagt sie leise. Und wuschelte Noah durchs Haar, aber selbst wenn er nicht kommt, wird er immer Teil unserer Geschichte sein. Und das war die Wahrheit. Rogers Geste hat Lena daran erinnert, welche Kraft Freundlichkeit hat. Jemanden für das zu sehen, was er ist. Und ihn zu unterstützen, wenn die Welt schwer wirkt. Es hat ihren Glauben an sich selbst neu entfacht. An die Möglichkeiten des Lebens. Und an die Wichtigkeit, es weiterzugeben. Als Lena ihr Buch schloss und sich fürs Bett fertig machte, spürt sie einen Frieden, den sie seit Jahren nicht gekannt hat. Ihre Reise war noch lange nicht zu Ende. Doch zum ersten Mal war sie nicht nur am Überleben. Sie blühte auf, Schritt für Schritt. Und so begrüßt sie das nächste Mal, als ein Fremder ihren Abschnitt im Restaurant betrat. Mit derselben Wärme und Anmut. Wissend, dass manchmal selbst die kleinsten Begegnungen ein Leben für immer verändern können. Jeder Akt der Freundlichkeit, egal wie klein, hat das Potenzial, Wellen zu schlagen. Weit über das hinaus, was wir sehen können. Wenn dich die Geschichte berührt hat, vergiss nicht, sie mit jemandem zu teilen, der heute ein wenig Inspiration brauchen könnte. Die Monate vergingen und Lena fand sich in einem Rhythmus wieder, der ihr früher unmöglich erschienen war. Ihre Tage waren gefüllt mit Schichten im Restaurant, Abendkurse im Bildungszentrum und den kostbaren Momenten mit Noah, die sie jetzt noch mehr schätzte. Die Buchhaltungskurse forderten sie heraus. Doch mit jedem Kapitel, das sie meistert, wuchs ihr Selbstvertrauen. Sie begann, sich eine Zukunft vorzustellen, in der sie nicht mehr von Trinkgeld zu Trinkgeld lebt,
sondern einen Beruf hat, der sie erfüllte. Noah war ihr grösster Antrieb. Jedes Mal, wenn er mit leuchtenden Augen fragte: »Mama, wirst du eines Tages Chefin sein?«, lächelt sie und antwortet: »Vielleicht, mein Schatz, aber zuerst muss ich lernen.« Eines Morgens, als sie Noah zur Schule brachte, bemerkt sie eine Gruppe von Eltern, die über ein lokales Charity-Event sprachen. Es sollte Spenden für Familien sammeln, die mit den steigenden Lebenshaltungskosten kämpften. Lena blieb stehen und lauschte. Die Idee berührt sie tief, denn sie wusste genau, wie es sich anfühlte, jeden Franken zweimal umzudrehen. In dem Moment erinnert sie sich an Rogers Worte: »Menschen wie du verdienen es, gesehen zu werden.« Und sie dachte daran, wie sie Geschenk ihr Leben verändert hat. Was, wenn sie die Kette der Güte fortsetzen könnte? Zurück im Restaurant nutzt sie ihre Pause, um mit dem Manager zu sprechen. Einem freundlichen Mann namens Markus, der das Lokal seit Jahren leitet. Sie erzählte ihm von der Idee, einen Teil ihrer Schichtspende für das Charity-Event zu sammeln. Markus nickte nachdenklich. »Das ist eine grossartige Idee, Lena. Wir könnten sogar ein spezielles Menü anbieten und die Einnahmen spenden.« Lena war überrascht, wie schnell er zustimmte. Und schon bald war das Restaurant in Aktion. Sie hängte Plakate auf, kündigte Rösti-Special an, inspiriert von Rogers Besuch, und nannte das Federrösti. Die Gäste liebten die Geschichte. Und die Kasse füllt sich mit Spenden. Am Abend Events war das Restaurant voller als je zuvor. Familie, Stammgäste und sogar ein paar lokale Reporter kamen, um zu sehen, was los war. Lena bewegt sich geschäftig zwischen den Tischen. Ihr Lächeln breiter als je zuvor. Noah half mit, indem er Servietten verteilte. Und die Leute klatschten jedes Mal, wenn er mit seinen kleinen Händen wedelt. Als die Nacht zu Ende ging, zählten sie die Spenden. Über 5.000 Franken für die Gemeinde. Lena konnte es kaum glauben. Sie hat nicht nur geholfen, sie hat etwas geschaffen, das die Menschen zusammenbrachte. Ein paar Tage später saß sie mit Noah am Küchentisch, als das Telefon klingelte. Es war ein Reporter von der lokalen Zeitung. Er wollte ein Interview über das Event und wie Roger Federer dazu inspiriert hat. Lena zögerte. Sie war es nicht gewohnt, im Rampenlicht zu stehen. Doch Noahs aufgeregtes Grinsen überzeugt sie. »Mama, du bist jetzt berühmt«, sagte er. Und sie lachte leise. »Nicht ganz, aber vielleicht können wir mehr Gutes tun.« Das Interview erschien eine Woche später. Mit einem Foto von Lena und Noah. Und eine Überschrift, die lautet: »Ein Funke der Güte wird zur Flamme.« Die Geschichte erzählte wie eine einfache Kellnerin, inspiriert von einem Tennisstar. Ihre Gemeinde unterstützte. Lena las es mit gemischten Gefühlen. Stolz, aber auch ein wenig Verlegenheit. Doch die Reaktionen der Leute überwältigten sie. Stammgäste gratulierten ihr. Und Fremde schickten Dankesbriefe. Einer davon kam von einer alleinerziehenden Mutter. Die schrieb, dass die Spenden ihr geholfen hatten, Schulmaterialien für ihre Kinder zu kaufen. Lena legte den Brief beiseite. Tränen in den Augen.
Es war genau das, was sie sich erhofft hat. Eines Abends, als sie ihre Bücher packte, kam Anna vorbei. Mit einer Flasche Apfelsaft und 2 Gläser. Du machst Welle, Lena, sagt sie. Und prostete ihr zu. Ich wusste immer, dass du etwas Besonderes bist. Lena lächelte schüchtern. Es fing mit Roger an, nicht mit mir. Anna schüttelte den Kopf. Nein, er hat den Funken gelegt. Aber du hast das Feuer entfacht. In der Nacht, als Lena ins Bett ging, dachte sie über Annas Worte nach. Vielleicht hat sie recht. Rogers Geste war der Anfang gsi. Doch was sie daraus macht, lag bei ihr. Sie schaut aus dem Fenster in den klaren Schweizer Himmel und fühlt eine neue Art von Stärke, die nicht nur vom Überleben kam, sondern vom Gehen. Am nächsten Morgen stand sie früh auf, entschlossen, den nächsten Schritt zu planen. Vielleicht ein Stipendium für Schüler wie Noah. Oder ein regelmäßiges Charity-Menü im Restaurant. Die Möglichkeiten waren endlos. Und zum ersten Mal fühlt sich die Zukunft nicht wie ein Berg an, sondern wie ein offener Weg, den sie selbst gestalten konnte. Die Tage nach dem Zeitungsartikel waren ein Wirbelwind für Lena. Sie ging weiterhin ihren Schichten im Restaurant nach, besuchte ihre Kurse und kümmert sich um Noah. Doch jetzt lag eine neue Energie in allem, was sie tat. Die Leute im Dorf begannen, sie anders anzusehen. Nicht nur als die freundliche Kellnerin, sondern als jemanden, der etwas bewirkte. Manchmal fühlt sich's ungewohnt an. Fast unangenehm. Der Lena hat nie nach Aufmerksamkeit gestrebt. Doch tief im Inneren wusste sie, dass diese Veränderung etwas Gutes war. Nicht nur für sie, sondern für alle um sie herum. Eines Nachmittags, als sie Noah von der Schule abholte, kam seine Lehrerin Frau Huber auf sie zu. Frau Huber war eine warmherzige Frau, die Noahs neugierigen Geist immer gefördert hat. Lena, sagt sie mit einem Lächeln. Ich habe den Artikel gelesen. Was sie tun, ist wunderbar. Wir könnten hier an der Schule Hilfe brauchen. Lena hielt inne, überrascht. Was meinen Sie? Fragt sie. Frau Huber erklärte, dass viele Kinder aus Familien kämen, die sich kaum das Nötigste leisten könnten. Schulmaterialien, Ausflüge, sogar warme Jacken für den Winter wären für einige ein Luxus. Vielleicht könnten sie mit ihrer Erfahrung etwas organisieren, schlug sie vor. Lena dachte an den Fonds, den sie bereits gestartet hat, und nickte langsam. Ich werde darüber nachdenken, sagt sie. Auf dem Heimweg war Noah voller Fragen. Mama, hilfst du jetzt auch meiner Schule? Lena lächelte und nahm seine Hand. Vielleicht, wenn wir einen Weg finden. In der Nacht saß sie wieder am Küchentisch, mit einem Notizblock vor sich. Sie schrieb Ideen auf. Eine Kleidersammlung für den Winter. Ein Programm für kostenlose Nachhilfe. Oder vielleicht ein kleiner Basar, um Geld für die Schule zu sammeln. Die Gedanken flossen schneller, als sie schreiben konnte. Und sie spürte eine Aufregung, sie seit Rogers Besuch nicht mehr gefühlt hat. Am nächsten Tag sprach sie mit Markus im Restaurant. Er war sofort dabei. Wir könnten den Basar hier abhalten, sagte er.
im Hinterhof, wenn das Wetter mitspielt. Die Gäste könnten mitmachen. Und wir könnten das Federrösti wieder anbieten. Lena lachte. Das wird langsam unser Markenzeichen. Innerhalb einer Woche war die Idee in die Tat umgesetzt. Stammgäste brachten alte Kleidung und Spielsachen. Andere boten Kuchen und selbstgemachte Marmelade an. Noah und seine Freunde bastelten kleine Schilder. Und Lena koordiniert alles. Mit den Ruhe sie selbst überraschte. Der Tag des Basars war klar und kalt. Typisch für einen Schweizer Herbst. Der Hinterhof des Restaurants füllt sich mit Menschen. Kinder rannten lachend herum, während Eltern an den Ständen stöberten. Das Federrösti verkauft sich wie warme Semmeln. Und am Ende des Tages haben sie über 3000 Franken gesammelt. Genug, um Winterkleidung für die Schulkinder zu kaufen. Und einen kleinen Notfallfonds für die Lehrer einzurichten. Frau Huber umarmte Lena. Als die letzten Gäste gingen. Sie sind ein Segen für uns alle, sagt sie. Lena winkt ab, verlegen. Ich mache nur, was ich kann. Doch als sie später mit Noah nach Hause ging, fühlt sie eine tiefe Zufriedenheit. Sie hat nicht nur geholfen. Sie hat eine Gemeinschaft gestärkt. Ein paar Wochen später kam ein unerwarteter Brief. Er war schlicht mit einer sauberen Handschrift adressiert. Lena öffnete ihn neugierig. Und ihr Herz schlug schneller, als sie den Absender sah. Roger Federer. Liebe Lena, begann der Brief. Ich habe von dem Basar in der Zeitung gelesen. Was du aus so einem kleinen Funken gemacht hast, ist beeindruckend. Du beweist, dass Güte ansteckend ist. Ich sende dir eine kleine Unterstützung für deine nächsten Projekte. Mach weiter so. In dem Umschlag lag ein weiterer Scheck. Diesmal über 20.000 Franken. Lena setzt sich, ihre Hände zitterten. Noah kam herüber und sah den Brief. Ist das wieder von dem Mann? Fragte er. Ja, flüstert sie. Und diesmal wusste sie genau, was sie tun würde. Sie rief Anna an, die sofort kam. Als sie den Scheck sah, lacht sie laut. Er glaubt an dich, Lena. Und er ist nicht der Einzige. Sie verbrachte den Abend damit, Pläne zu schmieden. Ein Stipendium für Kinder wie Noah. Eine regelmäßige Spendenaktion im Restaurant. Vielleicht sogar ein kleines Gemeindezentrum, wo Menschen Hilfe finden konnten. Als Anna ging, blieb Lena wach. Der Brief und der Scheck vor ihr. Rogers Worte halten in ihrem Kopf. Güte ist ansteckend. Sie dachte an ihren Vater, der immer gesagt hat: Hilf, wo du kannst, Kleine. Es macht die Welt besser. Zum ersten Mal fühlt sie, dass sie seinem Rat wirklich folgt. Und mit Rogers Unterstützung war der Himmel die Grenze. Die Nachricht von Rogers zweitem Geschenk verbreitet sich schnell. Lena hat nicht vor, es laut hinaus zu posaunen. Doch Anna konnte ihre Aufregung nicht verbergen. Und bald summte das Dorf vor Gerüchten. Im Restaurant fragten die Gäste neugierig nach. Ist es wahr, dass Federer wieder geholfen hat? Lena lächelte nur und nickte. Versucht, die Aufmerksamkeit auf die Arbeit zu lenken, die vor ihr lag. Mit 20.000 Franken konnte sie mehr tun.
als sie je geträumt hat. Aber sie wollte es richtig machen. Keine überstürzten Entscheidungen, sondern etwas, das Bestand hat. Sie setzt sich mit einem lokalen Verein in Verbindung, der sich um Bedürftige kümmerte. Eine resolute Frau namens Sabine leitete ihn und war sofort Feuer und Flamme. Als Lena ihre Idee vorstellte. Ein Gemeindezentrum, sagte Lena. Ein Ort, wo Menschen Hilfe finden können. Lebensmittel, Kleidung, vielleicht Kurse für Erwachsene. Sabine klatschte die Hände. Das ist genau, was wir brauchen. Mit dem Fonds könnten wir einen Raum mieten und loslegen. Die nächsten Wochen waren ein Sturm aus Planung. Lena traf sich mit Sabine, besuchte potenzielle Standorte und sprach mit Handwerkern, die bereit waren, günstig zu renovieren. Noah begleitet sie oft. Trug stolz einen kleinen Notizblock, um Ideen zu notieren. Mama sagte ihr einmal, können wir auch einen Spielplatz machen? Lena lachte. Vielleicht, wenn wir genug Platz haben. Schliesslich fanden sie ein altes Gebäude am Rand des Dorfs. Es war heruntergekommen, aber gross genug für ihre Vision. Mit Rogers Geld und den bisherigen Spenden konnten sie die Miete für ein Jahr sichern und die ersten Reparaturen beginnen. Als die Nachricht die Runde machte, kamen Freiwillige aus allen Ecken. Ein Schreiner bot an, Regale zu bauen. Eine Bäckerin versprach wöchentliche Brotspenden. Und sogar Markus vom Restaurant meldet sich mit einem Team, um die Wände zu streichen. An einem Samstagmorgen standen Dutzende Menschen vor dem Gebäude. Mit Werkzeugen, Farbeimer und guter Laune. Lena hielt eine kurze Rede. Ihre Stimme zitterte leicht. Ich hätte nie gedacht, dass ein kleiner Zettel zu all dem führen könnte. Danke, dass ihr hier seid. Danke, Roger Federer. Die Menge klatschte. Und Noah rief laut. Roger ist der Beste. Was alle zum Lachen brachte. Die Arbeit ging schnell voran. Innerhalb weniger Wochen hat das Gebäudefenster Strom und die ersten Regale voller Kleidung und Lebensmittel. Lena und Sabine planten eine Eröffnung. Sie nannte es das Federerhaus. Als Tribut an den Mann, der alles ins Rollen gebracht hat. Der Tag der Eröffnung war ein Fest. Bänder wurden durchschnitten. Kinder spielten auf einem kleinen provisorischen Platz, den Noahs Vorschlag inspiriert hat. Und die Leute strömten herein, um zu sehen, was sie geschaffen hatten. Eine ältere Frau kam zu Lena. Ihre Augen glänzten. Mein Enkel hat jetzt eine Jacke für den Winter. Danke, dass Sie das möglich gemacht haben. Lena schluckte schwer. Gern geschehen, sagt sie leise. Später am Abend, als die Gäste gegangen waren, saß Lena mit Noah auf einer Bank vor dem Haus. Er lehnt sich an sie. Mama, sind wir jetzt Helden? Sie lächelte. Nein, wir sind einfach Menschen, die helfen. Aber vielleicht ist das dasselbe. Ein paar Tage später kam ein weiterer Brief. Diesmal mit einem offiziellen Briefkopf. Es war von Rogers Management. Liebe Lena, stand darin. Roger hat von dem Gemeindezentrum gehört.
Er ist beeindruckt und möchte dich und Noah einladen, ihn in Zürich zu besuchen. Wir organisieren ein Treffen. Bitte lass uns wissen, wann es dir passt. Lena starrte auf die Worte. Ihr Herz raschte. Noah, der über ihre Schulter spähte, sprang auf. Mama, wir treffen Roger. Sie lachte überwältigt. Sieht so aus, mein Schatz. Die nächsten Tage verbrachte sie damit, sich vorzustellen, wie das Treffen sein würde, was sie sagen würde, wie sie ihm danken könnte. Anna bestand darauf, mitzukommen. Du brauchst moralische Unterstützung, sagt sie. Und ich will ihn auch sehen. Als der Tag kam, fuhren sie nach Zürich. Noah in seinem besten Pullover. Lena in einem schlichten, aber ordentlichen Outfit. Sie wurde in ein modernes Büro geführt. Und dann trat er ein. Roger Federer. In Fleisch und Blut. Er lächelte warm. Lena, Noah, schön euch zu sehen. Noah rannte zu ihm. Du bist mein Held. Roger lachte und kniet sich hin. Und du bist meiner kleiner Mann. Lena fand ihre Stimme wieder. Danke, Roger. Für alles. Er winkte ab. Du hast es gemacht, Lena. Ich habe nur den Ball ins Spiel gebracht. Sie sprachen eine Stunde lang. Über das Federerhaus. Über Noahs Träume. Und über die Kraft kleiner Gäste. Als sie gingen, hat Lena das Gefühl, dass das nicht das Ende war, sondern ein neuer Anfang. Die Rückfahrt von Zürich war für Lena wie ein Traum. Noah plapperte ununterbrochen über jedes Wort, das Roger gesagt hat. Er hat gesagt, ich bin sein Held, Mama. Hast du das gehört? Lena nickte lächelnd. Ihre Gedanken schweiften zwischen Stolz und Staunen. Roger Federer hat nicht nur ihr Leben verändert, sondern auch Noahs Welt erweitert. Im Auto hielt sie den kleinen Schlüsselanhänger fest, den Roger Noah geschenkt hat. Ein Miniaturtennisschläger mit seiner Initialen. Es war eine einfache Geste. Doch für Noah war es ein Schatz. Als sie zu Hause ankam, legte Lena den Anhänger auf den Küchentisch. Neben dem Brief von Rogers Management. Sie wusste, dass der Tag ein Wendepunkt war. Nicht nur wegen des Treffens, sondern wegen des Feuers, das es in ihr entfacht hat. Am nächsten Morgen ging sie mit neuer Entschlossenheit zur Arbeit. Das Federerhaus lief gut. Doch sie wollte mehr. Sie rief Sabine an und schlug vor, regelmäßige Workshops anzubieten. Vielleicht Berufsberatung für Erwachsene oder Sportkurse für Kinder. Sabine war begeistert. Mit Rogers Namen dahinter könnten wir sogar Sponsoren finden. Die Idee nahm Gestalt an. Und bald kamen lokale Unternehmen ins Spiel. Ein Sportgeschäft spendete Bälle und Schläger. Eine Bäckerei bot Snacks für die Kinder. Und ein Buchhalter aus Lenas Kurs meldet sich freiwillig, um Finanzkurse zu geben. Innerhalb eines Monats startete das erste Programm. Noah war der Erste in der Schlange für einen Tenniskurs, geführt von einem pensionierten Trainer, der von Rogers Geschichte gehört hat. Lena sah zu, wie Noah mit einem Schläger wedelt.
Sein Gesicht strahlte vor Freude. Abends erzählte er ihr jedes Detail. Ich habe den Ball getroffen, Mama. Fast wie Roger. Sie lachte und umarmte ihn. Du wirst noch besser, warte nur. Doch es waren nicht nur die Kinder, die vom Federerhaus profitierten. Eine junge Frau namens Mira kam eines Tages herein, schüchtern und mit gesenktem Blick. Sie hat ihren Job verloren und wusste nicht, wie sie weiterkommen sollte. Lena setzt sich mit ihr zusammen, hört zu und bot ihren Platz im Finanzkurs an. Du kannst neu anfangen, sagt sie. Genau wie ich's tue. Mira nahm das Angebot an. Und bald blüht sie auf. Fand einen Teilzeitjob. Und begann, Pläne für die Zukunft zu schmieden. Lena fühlte jedes Mal eine Wärme im Herzen, wenn sie sah, wie sich Leben veränderte. Eines Abends, als sie die Bücher des Hauses durchging, kam ein Anruf. Es war ein Fernsehsender aus Bern. Sie haben vom Federerhaus gehört und wollten eine Reportage drehen. Wir haben mit Rogers Team gesprochen. Er hat zugestimmt, ein paar Worte zu sagen, wenn sie einverstanden sind. Lena war sprachlos. Natürlich stammelte sie. Wann kommen Sie? Eine Woche später stand ein Filmteam vor der Tür. Sie interviewten Lena, Noah und einige der Menschen, die das Haus nutzten. Mira erzählte ihre Geschichte. Mit Tränen in den Augen. Der Ort hat mir Hoffnung gegeben, als ich keine mehr hatte. Noah sprang vor der Kamera herum und zeigt seinen Schlüsselanhänger. Roger hat mir den gegeben. Er ist mein Freund. Das Team lachte. Und Lena spürte, wie ihr Gesicht warm wurde. Am Ende des Drehs versprach der Produzent, Roger würde einen kurzen Clip aufnehmen. Als die Sendung ausgestrahlt wurde, saßen Lena und Noah mit Anna vor dem Fernseher. Die Reportage zeigt das Federerhaus in all seiner lebendigen Pracht. Dann erschien Roger auf dem Bildschirm. Hallo zusammen, sagte er. Ich bin stolz, dass eine kleine Geste zu etwas so Grossem geworden ist. Lena und ihre Gemeinde zeigen, was möglich ist, wenn wir uns gegenseitig helfen. Macht weiter so. Noah jubelte laut. Mama, er hat deinen Namen gesagt. Lena wischt sich eine Träne weg. Ja, das hat er. Nach der Sendung steigen die Spenden rapide. Menschen aus ganz der Schweiz schickten Geld, Kleidung, sogar alte Tennisschläger. Das Federerhaus wuchs. Und Lena musste eine Teilzeitkraft einstellen, um den Überblick zu behalten. Sie selbst reduzierte ihre Schichten im Restaurant, um sich mehr auf ihre Kurse und das Zentrum zu konzentrieren. Eines Nachts, als Noah schlief, setzt sie sich mit einem Glas Tee hin und dachte an ihren Vater. Er hätte es geliebt. Ein Ort, der Menschen zusammenhält. Sie flüsterte leise. Danke, Papa. Und danke, Roger. Die Sterne über dem Dorf leuchteten hell. Und Lena fühlt sich, als hätte sie endlich ihren Platz gefunden. Nicht nur für sich, sondern für alle, die sie berührte. Der Erfolg der Fernsehreportage verändert alles.
Das Federerhaus war nicht mehr nur ein lokales Projekt. Es wurde zu einem Symbol für Gemeinschaft und Hoffnung. In ganz der Schweiz. Lena fand sich plötzlich in Telefonaten wieder. Mit Menschen, die sie nie getroffen hat. Stiftungen wollten kooperieren. Unternehmen boten Sponsoring an. Und sogar Schulen aus anderen Kantonen fragten, ob sie ähnliche Programme starten könnten. Es war überwältigend. Doch Lena nahm es Schritt für Schritt. Sie wusste, dass der Schwung nicht verloren gehen dürfte. Eines Morgens kam ein Brief von einer grossen Sportstiftung. Sie haben von Roger Federer selbst gehört und boten an, das Federerhaus in ein Netzwerk von Gemeindezentren zu integrieren. Mit einem Budget, das Lenas kühnste Träume überstieg. Wir sehen in ihrem Projekt ein Modell. Für die ganze Schweiz schreiben sie. Lena rief Sabine und Anna zusammen. Und sie saßen stundenlang am Küchentisch, um die Möglichkeiten zu besprechen. Wenn wir es annehmen, könnten wir in mehr Dörfern helfen, sagt Sabine. Anna grinste. Du wirst noch zur Chefin der ganzen Sache. Lena schüttelte den Kopf. Es geht nicht um mich. Es geht um die Menschen, die wir erreichen. Nach langen Gesprächen stimmten sie zu, mit der Stiftung zu arbeiten. Die nächsten Monate waren ein Wirbelwind. Lena schloss ihren Buchhaltungskurs ab. Mit Bestnoten. Und nahm eine Teilzeitstelle als Koordinatorin an. Für das wachsende Netzwerk. Sie stellt sicher, dass jedes neue Zentrum die gleiche Wärme und Zweckmäßigkeit hat wie das Original. Noah war stolz wie nie. Meine Mama hilft jetzt der ganzen Schweiz, prahlte er. Und Lena konnte nur lächeln. Im Frühling wurde eine grosse Eröffnung geplant. Für 3 neue Federhäuser. In Bern, Luzern und St. Gallen. Die Stiftung lud Lena ein, zu sprechen. Und zu ihrer Überraschung würde Roger Federer selbst kommen. Der Tag war strahlend und klar. Hunderte Menschen versammelten sich vor dem neuen Zentrum in Bern. Lena stand nervös hinter der Bühne. Noah an ihrer Seite. In einem kleinen Anzug, der Anna ihm besorgt hat. Als Roger ankam, ging er ohne durch die Menge. Er trug ein schlichtes Jackett. Doch seine Präsenz war unverkennbar. Er winkte Lena zu sich. Und sie trat mit zitternden Knien nach vorn. Guten Tag, begann sie. Ihre Stimme wurde mit jedem Wort fester. Vor ein paar Jahren war ich nur eine Kellnerin. Die versuchte durchzukommen. Dann kam ein Mann in mein Restaurant und sah etwas in mir, das ich selbst nicht sah. Roger Federer hat mir gezeigt, dass eine kleine Geste Grosses bewirken kann. Heute stehen wir hier, weil wir alle zusammengekommen sind. Um zu helfen, zu haben, zu hoffen. Die Menge klatschte laut. Und Roger trat ans Mikrofon. Lena ist der wahre Star hier, sagte er. Ich habe nur einen Funken gelegt. Sie hat das Feuer entfacht, das die Schweiz erhält. Noah rannte auf die Bühne und umarmte Roger vor allen, was Gelächter und Applaus auslöste. Nach der Zeremonie setzten sie sich zusammen. Roger, Lena und Noah. Er fragte nach ihren Plänen.
und hörte aufmerksam zu. Ich möchte, dass jedes Kind wie Noah eine Chance hat, sagt sie. Und jede Familie Unterstützung findet. Roger nickt. Das ist eine Vision, die ich unterstütze. Lass uns das gemeinsam wachsen lassen. Die Worte blieben bei Lena hängen. Als sie später nach Hause fuhr. Mit Noah schlafend auf dem Rücksitz. Sie dachte an den Weg. Von jenem Abend im Restaurant. Bis zu dem Moment. Sie hat nicht nur ihr Leben verändert, sondern das Leben von Tausenden. Eines Abends, als sie die Post durchsah, fand sie einen handgeschriebenen Zettel. Von Roger. Liebe Lena, stand da. Du hast bewiesen, dass Gott keine Grenzen kennt. Ich bin stolz, Teil deiner Geschichte zu sein. Bleib so inspirierend. Sie legte den Zettel neben Noahs Schlüsselanhänger und fühlt eine tiefe Dankbarkeit. Nicht nur für Roger, sondern für jeden, der mitgemacht hat. Die Stammgäste Sabine, Anna, die Freiwilligen und die Kinder, die jetzt lachten und lernten. In den Federhäusern. Lena trat ans Fenster, sah in den Nachthimmel und flüsterte: Wir haben's geschafft, Papa. Die Sterne funkelten, als ob sie zustimmten. Und Lena wusste, dass das nicht das Ende war, sondern ein Kapitel in einer Geschichte, die weiter wachsen würde. Mit jedem Akt der Freundlichkeit, den sie weitergeben konnte.